liebe Freundinnen und Freunde, liebe Jesidinnen, liebe Angehörige von Opfern dieses Krieges, der angeblich im Namen einer Religion geführt wird. Ich finde es gut, dass ihr euch, ihr Frauen, ihr Jugendlichen, ihr Kinder, euch aufgemacht habt, um zu sagen, wir haben eine eigene Stimme in dieser Auseinandersetzung. Und dazu habt ihr die volle Solidarität von allen Menschen, die wirklich für Frieden sind, die für Gewaltfreiheit sind und die das Recht von allen Menschen zu leben und zu glauben, nach eigenem Gutdünken auch bewahren und vorwärts treiben und unterstützen. Wir sind entsetzt gewesen, entsetzt und empört über das, was wir vor ein paar Wochen gehört haben. Eine Volksgruppe, die im Grunde friedlich ist, oder eine Religionsgemeinschaft, also Jesiden ist eine Religionsgemeinschaft, die friedlich sind, die keine Waffen tragen, werden überfallen und werden zur Flucht gezwungen, wenn sie nicht sich unterwerfen sollen, einem Diktat, einem Machtdiktat von anderen, die sich Islam nennen, also islamischer Krieg. Aber dieser Krieg hat nichts mit Glauben und nichts mit Islam zu tun. Er hat damit zu tun, dass in den letzten Jahren hier in der Region von euch, da wo eure Angehörigen leben, dass dort immer mehr Krieg, immer mehr destabilisiert wurde. Und dieser Krieg, der von außen herangetragen wurde, die Waffen, die dorthin geliefert wurden, werden jetzt gegen euch genutzt, um euch zu unterwerfen und euch ihrem Willen zu unterwerfen. Und das lehnen wir ab. Das ist falsch, das ist unmenschlich und da habt ihr unsere volle Solidarität. Ihr habt... Ja. Es wird in dieser Auseinandersetzung aber wieder deutlich, wer die hauptsächlichen Opfer von Krieg sind. Das sind diejenigen, die sich nicht wehren können. Das sind diejenigen, das sind Zivilistinnen, das sind Frauen und das sind Kinder. Und Frauen sind es in einem besonderen Maße, so wie es auch hier wieder deutlich geworden ist. Frauen werden vergewaltigt, werden versklavt und sind in besonderem Maße doppelt und dreifach Opfer solcher kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das müssen wir beenden. Das darf nicht so weitergehen. Die Frage ist aber auch wirklich, was wir brauchen und was ihr braucht und was alle diejenigen brauchen, die dort jetzt angegriffen werden. Ihr habt ja schon gesagt, es sind nicht nur Jesiden, es sind Christen, es sind Aramäer, es sind Assyrer, also verschiedene Volksgruppen, verschiedene Religionsgemeinschaften. Alle diejenigen, die brauchen Solidarität und die brauchen Frieden in der Region. Das, was wir machen können und das, was wir auf jeden Fall unterstützen sollen, ist auch eine zivile Hilfe, ist humanitäre Hilfe. Das, was wir jetzt brauchen, die brauchen Schutz, die brauchen Nahrung, die brauchen Wasser und das müssen wir besorgen. Was? Meins auch nicht. Was wir auch brauchen, ist konkrete Hilfe, ist die Möglichkeit, dass Verfolgte hier nach Deutschland, hier auch nach Bielefeld kommen, hier Schutz bekommen, dass sie eine humanitäre und auch medizinische Hilfe bekommen. Wir haben gehört,
diese Region neue Waffen kommen. Das ist noch nicht klar. Aber noch mehr Waffen bringt keinen Frieden. Die Waffen, die jetzt dort schon die dort verteilt werden, das sind Waffen, die im Kampf gegen irgendwelche anderen angeblichen oder tatsächlichen Diktaturen dahin gebracht worden sind. Noch mehr Waffen bringen noch mehr Unfrieden. Darüber müssen wir uns im Klaren